Willkommen bei Halbschlau voll Herz, dein kurzweiliger Ohrensnack mit der Steffi. Und der Jenny. Da gibt es jeden Donnerstagmorgen eine Portion Herz, ein bisschen Chaos und hoffentlich ein paar Lachen. Hey Steffi, wir machen es tatsächlich. Wir machen es voll, du und ich, über Kantonsgrenzen hinein. My mind is blown. Sorry, eine Seefelderin und eine Aargauerin. Ich meine, das ist, glaube ich, ever. Also, weißt du, eigentlich haben wir schon unsere Romance geschrieben, oder? Ich finde, es gibt einfach einen 10-Teiler, es gibt eine Netflix-Serie und eine Fotolove-Story. Ja. Ja, Die Frage ist einfach nur, wer spielt uns im Biopic? Sind ich wir bin- selber? Ich glaube nicht, aber wer spielt uns? Ich bin so grössenwahnsinnig. Ich sage, excuse me, wir spielen uns selber. Fair. Das ist so. Ich kann Drew Barrymore ein bisschen Muffins schicken, dann kann sie mich spielen. Das wäre mein Vorschlag. Oh. Aber ich muss einfach ein bisschen lispeln, dann geht's. Es tut sich ein bisschen lispeln. Okay. Das ist wirklich nicht. Hey, wie würdest du dich vorstellen? Ich meine, die Leute kennen uns ja noch nicht wirklich. Ja, Wenn du bist jetzt du bist am Speed-Daten und du musst in 15 Sekunden sagen, wer du bist. Go! Hast du gern, gell? Fangen wir gerade an. 2 Minuten. Sorry. Ja, vor allem beim Speeddaten. Wir wissen doch gar nicht mehr, wie das ist. Ich habe das letzte Mal vor irgendwie 26 Jahren datet. Ich habe keine Ahnung, wie das geht. Das letzte Mal, als ich datet habe, hatte ich irgendwie so ein Nokia gehabt. Weißt du, da hast du so die Antennen. Ich bin nach der Schule auf MSN und früher noch auf ICQ und in Swiss Chat. Swiss Talk. Swiss. Weißt du, was schön ist? Jetzt haben wir das gesagt, wir müssen auch niemandem erzählen, dass wir beide Ü40 sind. Also, Ja, genau. Also ich meine, ich bin Ü40, Steffi ist ja schon Ü40 und nochmal eine drüber. Willst du sagen Ü50? Sag's, nimm's Wort ins Maul. Fast 52. Okay. Also, Jennifer ist 40-something, sagen wir. Dabei. Ja, also, ich bin Ü40 und habe ein kleines Kind, 6, und Steffi hat grosse Kinder, die schon ausgeflogen sind oder am Ausfliegen sind. Oder nicht wollen ausfliegen, das ist ein Thema für eine zukünftige Folge. Ja. Mhm. Es ist für alle ein bisschen etwas dabei. Und wir wollen, ja, ich glaube, wir gehen gerade irgendwie wir haben immer so ein bisschen, denke, wir machen immer so ein bisschen Kategorien und so ein bisschen ein Skript, weil sonst, wenn du uns einfach nur zulässt beim Schneidern für 20 Minuten, wird es irgendwie eine Stunde und dann, keine Ahnung, we've completely lost the plot. Aber wir haben ja gesagt, also wir haben erfahrungsgemäß, wir haben gesagt, wir müssen, wenn wir das machen miteinander, wir zwei, müssen wir uns zeitlich an irgendeine Grenze halten. Und darum kann es sein, dass es ein bisschen hysterisch wird. Was ist unser Ziel? Irgendwann läuft eine Uhr. Was ist das Ziel? 20 Minuten. 20 Minuten. Das heisst, für mich würde es lange von mir die heiß Tram sitzen und ich käme im Fall easy nach Altstädten. Also von dem her, nein, ich glaube, auf Altstädten lange es mir. Also ich käme mit dem Auto bei keinem Verkehr an HB. Okay, gut. Also ich finde, das gibt einem noch eine gute Dimension. Aber jetzt haben wir schon, weißt du, so, jetzt haben wir schon wertvolle Zeit verloren. Wir probieren, ich habe dir geschworen, Jenny, ich habe dir geschworen, ich probiere nicht hysterisch zu tun, aber das ist einfach bei mir ein bisschen so, dass wenn ich unter Zeitdruck bin, dann fange ich noch schneller an reden. Aber das ist gut, dass du den Timer nicht siehst, nur ich sehe den Timer. Ja, es ist wirklich so. Also dann würde ich jetzt im Fall mega entspannt sagen, was machen wir eigentlich so jetzt in dem Podcast und in dieser Folge zum Beispiel? Wir haben zuerst Shit I didn't buy. Das ist eigentlich einfach so das Ding, das ist Steffi und mein Ventil für all den Shit, den wir eigentlich kaufen wollen, aber nicht haben, aus Gründen. Wir haben Am I the Asshole of the Week Swiss Edition. Ja. Wir haben As Your Fat Best Friend, wo wir einerseits so ein bisschen Leserfragen aufnehmen und andererseits so ein bisschen Etikette geben im Umgang mit fetten Menschen, weil es ist anscheinend nötig. Es ist anscheinend nötig. Und es ist einfach so, falls du jetzt die Kamera nicht am Laufen hast, die und uns zuhörst, also ich meine, sorry, ich meine, wir dürfen schon sagen, ich meine, ich bin ziemlich fett, oder? Und Ja. ich würde sagen, du bist so mittelfett. Ich würde sagen, Charming. Größer, glaube ich, aber so. Es ist wirklich so, es ist einiges grösser als ich. Komme mir vor, als wäre ich ihre kleine Schwester, also ihre literally kürzere Schwester, nicht die kleine. Aber it's a fact und es ist auch etwas, wo uns, ich würde sagen, es ist schon eine gewisse Gemeinsamkeit, die wir haben, aber ich glaube irgendwie so, das wird sich jetzt alles weisen in unseren Gesprächen. Aber ich finde ja irgendwie... Wir sind beide nicht Zöliakie-stereotypisch.
Wir sind beide Das kommt noch wir dazu, haben das Zöliakie. verbindet uns auch noch, dass wir beide Zöliakie haben und für die Unwissenden ist das, dass wir kein Gluten dürfen essen, weil wir sonst ganz fest krank werden. Und darum, wenn ich am Einschlafen bin, dann, und wenn andere Leute mir, weißt du, so quasi, ich weiss, da kann ich über den Jason Momoa nachdenken, denke ich über so ein Croissant in Paris nach. Weißt du, wo du es so Ja, auseinanderziehst und es knuspert so im Ohr und es... ja, ich weiß, du schickst immer die schönen pornösen Croissant-Bilder in den Ja, es Instagram. ist so. Sind fies. Weil glutenfreie Croissant geile gibt es nicht. Aber who Nein. knows, vielleicht Außer in entdecke ich Mailand, dort habe ich sehr gut gehabt mit Pistazienfüllung. ist so. Also da haben wir jetzt auf unserer Reisebucketlist haben wir jetzt Mailand und Paris zum glutenfreien Croissant essen. Aber wir Genau. haben beide, warte, geilen Übergang. Wir haben beide diese Woche ein glutenfreies Croissant gekauft und haben verschiedene Sachen, andere Sachen nicht gekauft. Da, 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 da. Gell, Stitch? Hey, das ist hure smooth. Das ist wirklich Es hure war smooth. nicht smooth gewesen. Also, Es ist, Steffi, okay, die influence us. Was hast du nicht gekauft die Woche? Ich weiß es schon. Bringst du schnell? Sagst du es? was, welches? Mantel. Okay, das ist ein gemeinsamer, ich habe es nicht gekauft und es ist einfach wirklich nur vernünftig gewesen, weil Jenny und ich sind gerade letztens im Kabinett gewesen, dem wunderschönen Kleiderladen von Jeroen van der Ah. Rooij, seiner Frau, unter den Bögen da in Zürich und die haben einen Mantel gehabt, also uns sind wirklich beiden ein bisschen Tschüss abgegangen, sondern er ist, er ist, was schön ist, er ist oversized, es gibt ihn nur in einer Größe und er ist auch an mir oversized gewesen, so ein Ja. riesig geschnittener, wunderschöner dunkelgrauer Wollenmantel, wo sich alle einig sind, alle, die dort waren, alle Anwesenden, auch die vorbeigelaufen sind und der Hund vom Laden, haben alle gefunden, er sei wunderschön. Aber er ist, wie viel gewesen? 860 Ja, irgendetwas Franken. dieser Grössenordnung, ja. Painful. Weißt du, wie so, bei mir ist es so ein bisschen, bei einem Mantel wäre so die Grenze, wo ich anfange, tief in mich hineinschnaufen und sage, hey, geht das wirklich? Ist so, ab 400 Franken komme ich ein bisschen schnappatmig über. Weißt du, was ich meine? Es war einfach drüber gewesen. Es ist hart drüber gewesen, aber wunderschön. Du hast ihn gesehen und ich Ja, weiß, ich ja, bewundere also dich. für alle, die einen oversized Mantel made in Switzerland suchen, geht ins Kabinett. Es ist wirklich ein In Grau und in Zaubermantel. Anthrazit. Nein, Ja, schwarz und in Anthrazit. stimmt, das ist so. Nein, er ist wunderschön. Also, und du bist Mhm. dabei gewesen. Bei dir bin ich nicht so sicher, was du die Woche nicht gekauft hast, aber hast wollen. Was ich wirklich kaufen wollte. Und das zeigt einfach, wie absolut uncool ich bin, weil ich keinerlei Connections habe, um das zu besorgen. Hey, ich hätte wirklich so gerne Ketamin gekauft. Okay, ich bin jetzt ein bisschen vor den Kopf gestoßen. Also, wieso willst du es einfach mal Ja, ich ausprobieren? dachte, hey, let's go there. Let's be real. Also ich kenne Ketamin von der Schmerztherapie und es ist eben schon recht nice, muss man sagen. Und wir haben irgendwie gerade Einschulung hinter uns und irgendwie Bauarbeiter im Haus seit irgendwie 8 Wochen und es ist einfach crazy as hell. Und wenn ich so Microdosen Ketamin könnte, wäre das glaube ich, so gechillt gewesen. Aber ich bin so uncool, ich hätte keine Ahnung, ich hätte niemanden in meiner WhatsApp-Liste, wo ich könnte schreiben und sagen, ich mache Drogen. Ja, es ist wirklich so. Aber jetzt sagen, das ist gut oder schlecht, I don't know. I don't know. Also, vielleicht haben wir dann irgendwie neue Hörer, die finden irgendwie so, ja, I can hook you girls up. Nein, es ist, Also, wir tun das Postfach es unterverlichten. ist wirklich so. Nein, nein, du hast mich nicht danach gefragt, aber ich habe es jetzt auch noch nie ausprobiert und ich sage jetzt einfach mal, ich kann dir diesbezüglich leider auch nicht helfen. Null, null. Also eben, ich kann es nur wirklich im medizinischen Gebrauch unter Supervision von Ärzten. Und ich rauche nicht, ich habe keinerlei Drogenbezug. Darum schwierig. Ja. Meinst du, sie stellen jetzt alle ab, wenn wir sagen, ich rauche nicht, ich habe keinerlei Drogenbezug? Ich Wir machen würde auch viele andere danebendige Sachen. Also, von dem ja. her, wir wollen jetzt einfach noch schnell ein bisschen spoilern, weißt du, immer so, dass die Leute dranbleiben. Weißt du, so, ich kann jetzt gerade sagen, so ein bisschen Bad Girls sind wir, aber weißt du was, ich muss schon lachen, Ja, wenn ich sage, also ich sage immer so ein bisschen, ich bin so ein bisschen semi-cool. ja, ich finde semi-cool ist wirklich so wie ein gemütlicher Halbstiefel. Weißt du, einfach irgendwie so ein bisschen, I don't know. Entschuldigung, das ist ein Begriff von meiner, ich muss einen trademarken, die Andrea, meine Freundin, hat er gebracht und ich bin besessen von ihm. Weil es ist so ein gemütlicher Halbstiefel, kann sich ja jeder vorstellen, was es ist. Aber es ist einfach irgendwie so, weißt du, so zufrieden, findest du es eigentlich noch recht les, aber nicht Das ist so übermäßig. aufdringlich. Einfach irgendwie, weißt du, so leicht erregt, aber ist easy, muss nichts daraus werden. Weißt du, das finde ich Ja, eigentlich noch. ja. Es ist Ja. okay, wenn die Opportunity auch vorbeizieht. Ja, 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 absolutely. Oh, fair. das war sehr Ja. tiefgründig gewesen. Ich weiß auch nicht. Sorry, ich muss Ja. noch schnell ein Aber ich bisschen finde, das wiederum reflektieren. ist jetzt sehr eine gute Überleitung in unsere nächste Kategorie, Am I the Asshole of the Week?
Soll ich vorlesen? Also, Ja, 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 wir haben ja. ja abgemacht miteinander. Ich bin leicht obsessed, wenn ich mir am Morgen Kaffee trinke, und ich total gerne Am I the Asshole-Diskussionen schaue. Meistens irgendwie so auf I'm old auf Facebook. Aber es sind so Kurzclips und so, und ich tue wahnsinnig Ich mache es gerne. auf Reddit, einfach nur so. Danke vielmals. Irgendwie so, ich Ich mache möchte auf eben, Reddit. ich habe jetzt wirklich müssen in die Reddit-Welt eintauchen. Weißt du, auf Facebook hast du immer noch, wie so, hast noch, bist noch ein bisschen abgegrenzt. Und bei Reddit gehst du ja wirklich recht schnell in so ein Loch rein. Aber ich bin gegangen, ich bin eingetaucht für uns, für den Podcast, und ich habe eine MIDS-Diskussion gefunden, die ich recht legendär finde. Und ich muss ihn jetzt, also finden ist das richtige Wort, weil ich jetzt gerade auf meinem Laptop 7 Milliarden Sachen und übrigens, ja, also ich weiß nicht, ich habe schon so viel, ich habe noch 6 andere Tabs offen mit Sachen, die ich auch nicht gekauft habe. Ich habe mir auch 7 Sachen, die ich nicht, nein, okay, sorry. Du darfst es in der nächsten Episode erzählen. Und sonst Wir mitten uns nicht ein. zurück, Stefan, wir haben keine Zeit zurückkommen. Was sagt unser Countdown-Clock? Was haben wir noch? 14 Minuten vielleicht? Ja, 9? du bist schon gut. Na, echt? Ja, 14:00, safe. Okay, hey, weißt du was? Ehemalige Radiomoderatorin, irgendwie habe ich das Ja, im man hört es auch. Es klingt so mega, du tönst so mega polished und ich bin so... Nein, überhaupt nicht. Ich bin hysterisch. Ich bin und bleibe hysterisch. Also, Nein, wir sind jetzt im Am I the Arschloch-Universum. Nein, bin ich das Arschloch-Universum? Und ich habe jetzt eins gefunden, wo ich jetzt irgendwie so auf mega schlechtem, schnell Blitz Schweizerdeutsch übersetze. Gib uns da. Okay, also, der Titel ist, bin ich das Arschloch, wenn ich der Scheidungsgrund bin? Okay, lassen wir das schnell mal setzen. Und Okay, Post ist folgendes. okay. Okay, ich lese jetzt vor. Ich probiere es wirklich, dass es irgendwie klar ist. Also, eine Freundin von mir, Klammer Lisa, hat mir mal von einem Typ erzählt, wir nennen ihn jetzt mal Lars. Lars und Lisa haben sich recht häufig getroffen. Sie 21, er 38. Jennifer hat jetzt gerade dramatisch gehustet. Ich finde, das hat jetzt noch eine geile Pause gegeben. Okay, sie 21, er 38. Okay, das ist jetzt ich Erzähler, der den Post gemacht hat. Sie sagt, ich habe die ganze Sache komisch gefunden, bis wir dann am einen Abend mit Freunden sind etwas trinken. Sie ist komplett besoffen worden und hat mir dann alles über den Typ erzählt. Er sei verheiratet, er treffe sich jedes Mal nur mit ihr, wenn seine Frau am Arbeiten ist. Und er plane mit Elisa zusammenzuziehen und, jetzt kommt es dafür, das Konto von seiner Frau auszuräumen. Ich lese nur vor. I'm just saying, okay? Ja, ja, don't hate the messenger. Ja. Okay, also es geht weiter. Die sagt dann, meine Freunde haben das mitbekommen und haben dann die Lisa alles Mögliche gefragt zu dem Typ. Und darum bin ich dann, also die Erzählerin, recht schnell fündig geworden, irgendwie online, und habe auch seine Frau auf Facebook gefunden. Und von da an lasse ich sehr viele Details weg, aber ich habe ihr alles in einem sehr langen Text geschrieben und mich mit ihr austauscht. Also jetzt mit der Frau von dem Typ, oder? Mhm. Und am Anfang hat ihr das nicht geglaubt, aber dann sagen ihr die Anzeichen immer bekannter geworden. Also, jetzt kommt der Sprung. Der Typ ist rausgeschmissen worden und die Lisa, also die Freundin, sagt jetzt, sie tötet täglich am Brüllen und täglich mit dem Lars drohen. Ich weiß nicht genau, was gemeint ist mit dem Lars drohen. Und jetzt Lars, sagt sie aber, Yes, ich no. keine Ahnung. Aber anyway. Und sie fragt jetzt, also seine Frau, seine Ex-Frau ist mir sehr dankbar dafür, aber bin ich das Arschloch? Wow, ich meine, das hat, also ich meine, Nicht so wild. Layers. Also, ich finde, es ist immer so, ich bin wahnsinnig schnell im Sagen, ich finde, aber okay, also ich glaube, wir müssen zuerst mal auch ein bisschen über den Altersunterschied reden, den ich auch so ein bisschen dramaturgisch probiert habe hervorzuheben. Ja, Ich meine, merk schon gemerkt. okay, Ich also war eine meine Radiomoderatorin. Tochter, meine jüngere Tochter, die Lily, die ist 21. Also sie ist gleich alt wie jetzt die. Also wenn sie jetzt einen 40-Jährigen würde herschleppen, Steffi, how amused would you be? I would be at zero amused. Weil das ist einfach, sorry, Zero das ist eine conditions. das ist eine andere Generation. Es ist schon absurd. Das ist ein ganzer erwachsener Mensch älter als sie. Nein, es ist wirklich, also ich schreie da schon recht fest creepy, weil irgendwie sowieso, was macht ein 38-Jähriger mit einer 21-Jährigen? Was? Also außer natürlich das, was wir alle wissen. Ja, ja, genau, aber ich meine, ja. 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 Also es kann ja sein, dass sie mega reif ist und er ist irgendwie ein totales Kind und so. Aber anyway. Ja, natürlich, das kann es immer sein, aber grundsätzlich, der erste Gedanke ist weird. Okay, also wirklich, und mein erster Gedanke ist einfach irgendwie auch super creepy, oder? Ja. Und also weißt du, dass das auskommt, weißt du, dass die das Gefühl haben, die können jetzt einfach irgendwie so quasi eine geheime Beziehung führen und dann einfach irgendwie, weißt du, so, das mit dem Konto plündern von der Frau oder von der Ex-Frau ist einfach noch ein weirdes Detail, wo Ja, ich. ja, gut, also ich meine, das geht einfach gar nicht. Aber ja. Nein,
Aber es ist auch wie gesetzeswidrig. Also weißt du, ich finde das so ein bisschen weird. Und dann können wir vielleicht auch, weißt du, dann könnte man einfach irgendwie sagen, das hat noch vielleicht einen Aspekt von, vielleicht findet Lisa jetzt, dass der Lars einfach, vielleicht ist er irgendwie wohlhabend und dass sie findet irgendwie, weißt du, so quasi, also sie findet jetzt, ist der ältere, reiche Mann. Ich meine, das wäre ja ein bisschen eine Erklärung für den Reiz, wenn er ihr einfach irgendwie Sachen gönnt. Sachen, wo sie sich nicht gekauft hat diese Woche. Aber Ja, ich meine, es ist natürlich, ja, keine Ahnung. Also, was es auch immer ist, es wird irgendetwas sein, wo er dann halt, wieso, ja. genau. Wir Also, haben so Schemas ja auch so ein gewisses, so ein kleines, gewisses Predator-Muster. ja. Eben. Und es ist, sorry, das kann man auch respektieren, das gibt es ja auch durchaus, dass Frauen einfach irgendwie es reizvoll finden, wenn sie einfach einen Typ haben, der einfach sagt, irgendwie so, ich kann dir materiell Sachen anschaufeln, oder? Das ist auch eine Beziehungsdynamik, oder? Was einfach so, Ja, bring me that, show me this, und dann macht das einfach. Kann ja auch reizvoll sein. Kann vielleicht ein kann es schon 21-Jähriger nice zwischen... sein. Ich meine, ich würde sagen, es ist wahrscheinlich schon auch, also ich meine, ja, ist vielleicht schon auch nice. Weiß auch nicht. Ist Und dann wirklich, denke ich wiederum so, jedes Mal, wenn ich irgendwie irgendetwas lese, lese ich Altersarmut von Frauen und dann denke ich, ah. ja, ich sag's nicht. Also es ist wirklich, und vor allem jetzt haben wir die, also die Ex-Frau ist jetzt quasi irgendwie so, die haben wir jetzt in dem Fall gerettet vor der Altersarmut, weil irgendwie die jüngere Geliebte von ihrem Mann, also anyway, ich finde den finanziellen Aspekt können wir jetzt einfach irgendwie so ein bisschen weglassen. Wir können jetzt so ein bisschen über die sozialen Implikationen, oh, geiles Wort, Ja. davon, weißt du, quasi, sie hat jetzt, also jetzt die Ich-Verfasserin von dem Post, sie hat ja faktisch eine Beziehung zerstört, oder? Sie Ja, sagt ja, das ist quasi, Scheidungsgrund. bin ich das Arschloch, wenn ich der Scheidungsgrund bin. Und ich meine, ganz ehrlich, ich meine, sie ist ja logischerweise nicht der Scheidungsgrund, sondern es wäre einfach auch auf sonst auf eine Art und Weise ausgekommen, oder? Spätestens, wenn das Ja, Bankkonto leer. wahrscheinlich. Aber also ich find nicht, ich finde, sie hat korrekt. Ich finde, sie ist korrekt. Also ich finde auch, also es ist auch wirklich, also jetzt hat mir so, jetzt bei dem Reddit-Thread hat sie mir 146 Votes gegeben, das Urteil ist sehr klar gewesen. 86% haben gefunden Okay, NDA, das also ist sehr deutlich. nicht. Es ist amigs auch nicht so deutlich. Nein, also Okay. es ist, Ja, ja, also nein, es also ist ich sehr finde auch, deutlich. Und immerhin fast 10% haben gefunden, alle sind Arschlöcher. Also sowohl aber die betrogen haben und auch sie, die natürlich, gefetzt ja, hat. natürlich. Ich kann natürlich schon sagen, ja, aber wenn es dein Best Friend ist und so. Aber ich finde spätestens, wenn es dann wirklich darum geht, dass du irgendwie willst, andere irgendwie das Konto plündern und Lebensexistenz und so. Also, come Nein, on! Das zeigt und doch einfach eben, wiederum, wie alt das beide im Geist halt irgendwie sind. eben. Und ich finde eben nochmal, bedenke, ich meine, die ist 21, die wo in dieser Geschichte, wo es darum geht. Also, sorry, ich meine, you can do better, sowieso. Also, du willst keinen Ah, 30-Jährigen, wo ja, irgendwie, eben, ja. sind wir wieder im gemütlichen Halbstiefen, aber das ist ein anderes Thema. Nein, weiß ich nicht. Also, ich muss jetzt ganz klar, ich finde, es hat ein paar gute Kommentare gegeben, weil die sind uns irgendwie auch alle einig. Also, eine hat irgendwie gefunden, irgendwie so, sie findet irgendwie so, eben die Freundin ist überhaupt nicht das Arschloch. Und wir müssen ihr danken dafür, dass sie das gesagt hat, der Frau. Und so, außerdem sagt der Lars selber schuld, weil er fremd geht und das rauskommt. Und das sagt super, dass sie es gemeldet hat. Es braucht mehr wie dich, hat sie geschrieben. Und eben, es hat andere, die finden, irgendwie so, ich find das Altersunterschied bedenklich. Die Lars ist fast doppelt so alt wie die Lisa. Und da frage ich mich auch, ob Lisa wirklich eine Zukunft in der Beziehung sieht oder den Kontostand darüber hinweg täuscht. Finde ich natürlich auch. Ist sehr, weißt du, so kann sie sich Ja, ja. ausdrücken als wir. Aber mein Lieblingskommentar ist, tönt eher so, als wäre Lisa einfach extrem dumm. Also, können wir auch so stehen lassen, oder? Ich meine, Anyway. ja, sie ist vielleicht nicht das hellste Kerzchen auf dem Kuchen, aber sie ist 21. Eben, es sind alle Did very stupid 21. shit mit 21. Stimmt, also wir sind ja auch wahnsinnig dumm gewesen. Und zum Glück hat es keine Reddit-Threads gegeben, wo man hätte können über uns reden Nichts, und was was. hätte können passieren damals, ist dein Foto auf ausgang.ch. Hey, Jenny, sorry, das ist nicht einmal mir passiert. Nein, das stimmt nicht. Das stimmt. Okay, ja, das ist Ich wahr. habe mich gefragt und ich habe immer gefunden, Also, du, gang weg, nein. no. Schwierig. Aber anyway, aber wir haben ja, ich finde, es lässt schon ein bisschen eine Diskussion. Was ist, kannst du mir schon einen Zeitcheck geben, bevor ich jetzt da mega aushole? Ja, das ist schon langsam jetzt ein Rap, Steffi. Okay, also Ich gut. habe noch etwas Aber wirklich Wichtiges zu sagen zu MI. Ja. es ist, also ich möchte einfach noch etwas persönlich sagen zu dieser Situation. Das ist mir auch mal passiert, dass ich ein Freund, ich muss jetzt verfremden, eine Freundin von mir gesehen habe, nicht mit ihrem Partner am Umschmusen. Und ja, das ist dann, ich habe mir das ganz lange überlegt und ich habe es dann gesagt und ich habe gedacht, irgendwie so quasi, jetzt passiert ganz viel Shit und dann irgendwie so, am Schluss ist sie mir gewesen, so, ja, danke, ja, ich müsste jetzt Okay. eigentlich. Ja, nein, es ist irgendwie so quasi. Und ich so,
Aha. Aber das ist so zu einer Zeit gewesen, wo man noch nicht so über so Open Relationships geredet hat. Aber einfach, Ja, ich habe gefunden, ja. weißt, ich habe so eine, für mich so ein riesen Drama daraus gemacht. Ich so, ich ruiniere Leben. Und alle sind mir so, nein, nein, ist cool, wir wissen es. Thanks anyway. Ich so, Weird, weird. Das Okay. ist so ein Non-Event Auch gewesen. Französisch, sehr nonchalant. Ja, Aber gell? Es ist niemand Französisches beteiligt gewesen, darf ich glaub's. dir etwas aus dem Nähkästchen erzählen? Aus dem Unbedingt. Nähkästchen. Similar story. Und ich darf es jetzt erzählen, weil alle Involvierten sind gestorben. Von dem her ist okay. Okay, ist das jetzt ein True Crime Podcast oder nein? No, 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 no. Die Kategorie This shit really happened. Mhm. Ich glaube, es ist so, wahrscheinlich, ja, so, es muss so 90er gewesen sein, weil ich bin etwa, ich bin glaube 10 gewesen, oder nicht einmal, glaube ich. Also so 90er. Meine Oma kommt ein Telefon über, ähm, wo die Frau irgendwie vom Patron läutet ihr an und bedankt sich überschwänglich, dass sie mitgekommen ist an Firmenanlass, als Firmenessen, und das mega schön war, sie kennenzulernen. Und ja, sie hat einfach wunderbar gewesen, sie hat sich bedanken, dass sie gekommen sind. Und meine Oma findet einfach, welches Firmenessen? Oh. Ja, turn Oh. out, mein Opa hat eine andere mitgenommen und als seine Frau vorgestellt. Das ist relativ That's heftig. one way of doing it. Ballsy Shit, wirklich. Ja, aber ja, I guess, alright. Und ja, und sie sind, alle haben es gehandelt und sind verstorben in der Zwischenzeit, also alle Beteiligten. Okay, ja, Ja, finde ich alle. mutig. Würde heutzutage nie mehr passieren im Zeitalter von Instagram-Detektiven und so, Hey, ja. wieder die Kiss Cam vom Coldplay-Konzert. Grosses Kino. Ja, es ist einfach, das heisst einfach, ich sollte wirklich nicht mehr an Konzert gehen. Ich bin eh zahlt für den Shit und ich möchte einfach nicht noch irgendwie gespottet werden. Also von dem her, nein. Also, dramatische Geschichte. Wir sind uns ganz einig, es nicht das Arschloch und einfach allgemein. Es Nein, gibt genug Arschlöcher in der Welt, aber sie ist jetzt keiner davon. nein, sie ist nicht, sie ist ausgenommen. Definitiv nicht. Also, Finde ich gut. das ist auch wieder auch einfach eine gute Überlegung. Ich bin so im Griff, Steffi. Weißt du, das ist auch ein richtiges Arschlochverhalten. Was? Wenn dir jemand ein Kompliment gibt, was kein Kompliment ist. Und somit wären wir bei der Etikette für den Umgang mit fetten Menschen. Wieso haben wir noch keine Jingles? Das wäre jetzt so lässig. Weißt du, wie Das so. hat so Knöpfe. Wie früher bei TV Total, wo er so Knöpfe hat. Hey, wait, give me a second. Also in der nächsten Ausgabe, Also ich eine will. App gehabt. Es ist wirklich, weißt du, du kannst sagen, aber Absolut verhasst in der Agentur. ja, Aber der es ist auch nicht, Peitschenknopf hat funktioniert. es ist mega lässig. Also wir tun uns jetzt einfach alle bildlich vorstellen, nein, oral vorstellen. Und dann kommen wir zu der Überleitung zu unserer absolut beliebten Rubrik, die zum ersten Mal ausgestrahlt wird. Darum können wir einfach sagen, sie sind wahnsinnig beliebt. Die hat schon ganz viele Fans. Jetzt schon so viele Fans, also wir können wirklich vielleicht auch einen separaten Instagram-Account erstellen. Oh, übrigens, Instagram, können wir ganz schnell Promo machen, weil wir haben einen total knallfrischen Instagram-Account, wo heißt, du musst es sagen, ich weiß es Ich doch muss. nicht. Halb schlau, voll Herz. Halb Der schnell vorher. Podcast. Gut, Aha. also alles aneinander, ich weiß es. Auseinander, ohne Unterstrich, ohne gar nichts. Einfach zack, Nicht. halb Alles schlau, voll aneinander. Halb Herz. schnell voll Herz. Okay, und wir werden einfach dort amigs Sachen posten. Und unsere neuen Folgen. Also anyway, Ja. unsere äußerst beliebte Oh, weißt du, was Rubrik. könnten wir denn auch machen? Wir können jetzt Stories machen mit Shit I Didn't Buy Daily Edition. Das ist natürlich, oh mein Gott, ich würde jeden Tag Zeug dort reinpfeffern. Hey, Oh, wirklich. Heute ein Ansois-Schal. Es ist wirklich, nein, das ist oh, mega die schwierig. sind Nein, teuer. nein. Steffi, nein. Ich weiß, aber es ist auch erst, was ist irgendwie so, jetzt September, weißt du, wir müssen jetzt nicht irgendwie gerade super mitten in Winter liegen. Also Nein. von dem her. Also, und jetzt, also das müssen wir vielleicht eben noch mal schnell ein bisschen erklären. Unsere neue Rubrik ist lose betitelt Ask Your Best Friend, oder? Okay. Und wir haben beschlossen, wir sind jetzt deine beiden dicken Best Friends. Und es sind so ein bisschen, wir wollen jetzt einfach irgendwie so mit gewissen, vielleicht nicht Vorurteilen aufräumen, aber einfach irgendwie, weißt du, so quasi für einen entspannten und humorvollen Umgang mit Menschen, die ein bisschen mehr Platz brauchen als andere. Ja, Können wir das so zusammenfassen? absolut. Gut, okay. Und ich glaube, in der ersten Ausgabe haben wir, was haben wir eigentlich vorher besprochen? Siehst du? Sorry, ich bin mir total eben leicht hysterisch, weil der Ticker läuft. Also ich, Wir gehen ganz thematisch aktuell sind wir, weil jetzt ja auch die Serena Williams eine Werbung macht für GLP-1 Hämmer, also Ozempic oder macht sie Wegovy. Dürfen wir den Gewichtsverlust beim Menschen kommentieren? genau.
Und ich habe das auch gesehen, ich bin gerade heute irgendwie wieder auf Instagram gesehen und Lizzo macht ja irgendwie so ein bisschen ein scheuches Comeback und sie ist aus vielen anderen Gründen irgendwie gecancelt worden, das ist eine andere Story, aber ich meine, sie ist wirklich so Vorzeige Fat Girl gewesen und hat jetzt auch in, weiß 1, 2 Jahren ziemlich harter Arbeit hat sie ordentlich abgenommen. Ich töne wie meine Großmutter, ordentlich abgenommen. Und natürlich, weißt du, irgendwie so quasi ein Gewichtsverlust ist etwas, wo jedes Gefühl hat, er darf es kommentieren. Und ich meine, Schwangerschaft. genau. Es ist irgendwie so, und niemand sagt ja irgendwie so quasi, leck, hast du zugenommen? Was läuft? Weißt du, das macht ja auch niemand. Aber wir haben das wirklich so ausdiskutiert, weil ich meine, es gibt ja verschiedene Leute. Jetzt im Moment ist es so, wenn jemand irgendwie viel Gewicht abnimmt, dann ist wie, also weißt du, so quasi, ist da immer noch eine Hemmschwelle, dass sagen wir so, Ozempic oder Wegovy oder was hast du gemacht? Und bei der Lizzo ist das zum Beispiel so ein Fall, darum sind wir drauf gekommen, ist, weil sie immer so sehr, sehr laut deklariert hat, immer so quasi, erstens geht so in nichts an und zweitens mit hure viel Fitness und besser essen und einfach irgendwie so ist einfach wie ein Maniac im Gym gewesen, jeden Tag, oder? Ja. Und ich finde, also wenn ich jetzt als Fat Girl Number One oder Number Two, je nachdem, wie du anschaust, da finde ich habe sowieso eine gewisse Fat Blindness, dass ich gemerkt habe, ich habe im Leben schon ein paar Mal wirklich viel zu und viel abgenommen. Und ich sehe es nicht mehr so gut. Weißt du, irgendwie so quasi vielleicht auch jetzt mit 52, dass es irgendwie nicht etwas ist vom Ersten, was mir auffällt, sondern wenn ich irgendwie Freundinnen sehe oder Frauen, die ich gut kenne, das hat es schon ein paar Mal gegeben, so in den letzten paar Jahren, dass irgendwie, weißt du, so, dass einer gesagt hat, hey, sorry, sieht man es nicht? Ich habe irgendwie 10 Kilo abgenommen. Ich so, Jesus, stimmt. Weißt du, so, irgendwie so, ich sehe das nicht, sondern Ja, ich es ist einfach auch in 99% von allen Fällen das absolut uninteressanteste an einem Menschen. eben, also das finde ich ja sowieso. Und, aber weißt du, mir tut es dann wie so leid, weil ich merke mir so, das ist ein Achievement. Und ich finde, wenn du willst, Props dafür bekommen, weil du stolz bist und du findest, hey, ich habe geschafft, bitte du es anerkennen, dann musst du es auch sagen. Dann sagst du mir so quasi, hey, hast du gesehen, ich habe abgenommen, dann ist okay, dann darfst du gefeiert werden. Aber ich kommentiere sowieso nicht. Ich kommentiere nicht über das Ja, Gewicht das ist des wie, Körper von anderen dass du Leuten. auch sagst, ich bin schwanger und dann kommen alle, hey, congratulations, aber du kannst ja nie einfach sagen, jemand, du bist schwanger, gratulieren und dann, nein, ich bin nicht schwanger. Also weißt, Nein, es ist wie einfach Wort auf die Invitation und wenn sie bekommst, go genau. for it, dann darfst du Dann kommentieren. finde ich legitim. Aber ich finde, es schmälert das auf also nicht einmal ein bisschen. Wenn jemand irgendwie viel abgenommen hat, ist es ja meistens irgendwie aus gesundheitlichen Gründen und so. Und also ich finde die Frage, irgendwie, weißt du, so quasi, wie hast du abgenommen? Wir sind ja alle so ein bisschen Gewundernase. Und ich meine, sorry, irgendwie vor 10 Jahren habe ich irgendwie, weißt du, mit Weight Watchers abgenommen. Und ich natürlich allen Brühwarm erzählt, irgendwie so, Weight Watchers, bla, 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 bla. Und das ist natürlich viel geiler, als als ich das erste Mal abgenommen habe, wo ich einfach gefunden habe, ich bin einfach nicht mehr heimgegangen und habe nur schwarzen Kaffee getrunken und Ziggis geraucht. Ist auch nicht very smart, oder? Wenn wir ehrlich sind. Aber Heißt nicht Health and Lifestyle Advice. es ist wirklich so. Also da gibt es viele andere Podcasts, die vielleicht besser wären für Ja, euch. und auch ganz viele, die wirklich nicht gut sind. Einfach. Ja, das müssen wir ja vielleicht auch noch sagen. Wir können ja vielleicht dann mal eine neue Rubrik einführen. Und vor allem, was ich finde, die vierte Rubrik gehört definitiv Oh, dem wir können wirklich, Halter, der bei dir rumfliegt. Was ist das für eine? wir müssen so eine Influencer-Kategorie machen, wo wir einfach so den grössten Shit sammeln, wo einfach so dumme Leute sagen. Stimmt eigentlich schon. Einfach so quasi das Missquote of the Week wäre natürlich auch noch lässig. Smith. Okay, ja, wir haben so viele Ideen. Das mag jetzt noch keins, weil wir haben noch keins, aber nächste Woche haben wir eins. Hey, wir versprechen uns so Ja. vieles. Okay, sag mir schnell, was ist der Countdown? Es macht mich so nervös. Das ist eigentlich ein ganz mega gutes Schlusswort gewesen. Ich bin ganz erschöpft, ich muss schnell anliegen, sorry. Oh. Okay, gut. Aber jetzt, weißt du, es ist jetzt auch schwierig für uns zu beurteilen, ob das jetzt irgendwie kurzweilig war. Ich weiß nicht, wer zulässt und sagt mir so, das ist jetzt für im Stau stehen ein bisschen an der Grenze gewesen, ihr zwei. Aber wenn man jetzt einfach irgendwie so am Putzen ist oder so, hoffe ich, dass es schon ein bisschen flockig war, oder? Aber der Stau da im Gubrist ist lustiger. Ja, es ist, ja, wirklich. Aber also ich hoffe einfach, ich stelle mir vor oder ich wünsche mir, also einerseits, dass wir uns wenigstens so einmal pro Woche sehen und einfach dumm können schwätzen. Ja. Und was ich eben auch mega lässig finde und was ich mir würde wünschen von dem Podcast, ist, dass es auch wirklich Kommentare gibt. Mich nimmt es wunder, wer lässt uns zu, was bewegt euch, über was, wenn ihr nein, also sagt uns, über was wir sollen reden, ist Ja, wir eigentlich geben gerne Etikette-Tipps im Umgang. Oder, wir sagen, oder Steffi fragt auch gerne, wo es die besten Zöliakie-Gipfel gibt in Paris. Absolut. Also glutenfreie Tipps sind wir immer zu haben dafür. Ja. Und ja, und wenn, was ich auch noch wichtig finde, ist, wenn jemand jetzt zulässt und sich fragt, ob er das Arschloch ist in einer bestimmten Situation, please, Oh Gott, ja. Ich glaube, es gibt schick wirklich auf Reddit noch keine die Asshole Schweizer Edition.
Es ist wirklich so. Vielleicht fangen wir das jetzt an. Und ja, also ich könnte uns DMs schicken auf Genau, wir können auch mal Stories posten. volles Herz, halbe Hose. Was haben wir gesagt? Nein, ich kann unseren Namen noch nicht einmal richtig. Jenny, Vollherz. Dami Steffi. es ist wirklich so. Ich muss es einfach 16 Mal sagen. Oder wir müssen einfach unseren Merch jetzt schon machen. Dann könnte ich nämlich das T-Shirt anhaben und dann könnte ich das immer so spiegelverkehrt lesen. Ja. By the way. Ist Ja. gut. A girl can dream. Es ist so. Genau so. Dream big, finde ich. Wir Also. freuen uns auf nächste Woche. Tschüss Tschüss zusammen. zusammen. Das war halb schlau, voll Herz, dein Ohrensnack mit der Steffi. Und der Jenny. Wenn es dir gefallen hat, folge uns, teile die Folge mit deinem Lieblingsmensch und schreib uns, welchen Ohrensnack du dir fürs nächste Mal wünschst.